Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig hier im Königreich Taru. Jetzt können wir den Dungeon nach hier gebührend in Angriff nehmen und zerfetzen erstmal die Goldgolems. Also rein nach Logikprinzip müssten die eigentlich jede Menge Geld geben, wenn man die knackt und zu Gold wieder zerfallen, müssten die eigentlich echt jede Menge Geld geben. Das wäre jetzt noch so die reine Logik-Sache dazu. Schauen wir mal, wie es aussieht. Aber ausdehlen kann er auf jeden Fall mal gut, der Golem. Dann haut man drauf. Ja, 10.000 Goldmünzen. Ich denke, der gibt schon recht viel. Schauen wir mal, was die anderen so im Vergleich dazu geben. Was ist denn das? Tinti, wie goldig. Das klingt irgendwie niedlicher, als es ist. So, nee, du kannst natürlich nicht zaubern, aber du kannst zaubern. Und ich hätte auch ganz gern, dass du mal Donner auf die zauberst, weil die sehen mir aus, als wären sie empfindlich gegenüber Elektrizitätsschade. Habe ich mal ein bisschen besser vorgestellt, um ehrlich zu sein. Na, vielleicht reißt sie ein bisschen mehr raus. Na, nicht großartig mehr. Schauen wir mal. Ja, Maxim zischt gut was weg. Und, okay, zum Glück zieht es nicht allzu viel ab. Aber ich glaube, Gordo ist dann erst einmal erledigt. Der ist jetzt mal raus aus dem Ganzen. Und du machst erstmal Champ. Moment, es sei denn, du hast etwas, was alle heilt. Nö. Okay, dann halt schon einfach mal so. Schauen wir mal, wie wir das hier hinkriegen. Aber Gordo wird jetzt eh abhauen. Jo, da war ich mal sehr sicher. Ja, und nochmal M oder 10 Füßler auf alle, damit kann ich leben. Dann gib ihm. Nicht schlecht. Ah, jetzt habe ich den drauf geachtet, wie viel die geben an Geld. Schauen wir nochmal hier rein. Was die Sphingen so geben. Okay. Jener war ein ziemliches Gesicht, oder? Die Nase finde ich sehr merkwürdig von Denner. Was machst du? Ah, erstmal nix. Das gefällt mir nicht so gut. Ah, zum Glück hat es jemand betroffen. Das ist gut. Dann haut mal weiter drauf. Jawohl, einer schon kaputt. Der hat sich ja vorhin nochmal geheilt. Das ist, bei der müssen wir wieder bei 0 anfangen. Aber ich denke, das dürfte Gordo noch überstehen, ohne dass er jetzt sofort mit wehender Fahne wegrennt. Jawohl. So feige ist er dann doch nicht. 17.000 Goldmünze. Ne, da geben die Goldgolems dann doch weniger, als ich erwartet habe. Buch. Sehr schön. Hüpf, dann hüpf, hüpf und sowieso. Schauen wir mal. Das wäre jetzt eigentlich wieder der Moment für Gordo, um nochmal zu zeigen, was er so Tolles kann. Gucken wir nochmal, was er macht. Okay. Das dürfte danach gewesen sein, ja. Eine Götterfrucht gab es noch. Nee. Ich würde mal ganz gern was ausprobieren. Ob man die eventuell auch so einschmelzen kann. Das würde mich einfach mal interessieren. Bei Gold ist ja normalerweise relativ weiches Metall und ja. Okay, mit solcher Logik kommt man hier nicht besonders weit. Weil ich habe eigentlich gedacht, jo, Gold ist ziemlich weiches Metall, lässt sich sehr leicht schmelzen. Aber naja, mit Feuer komme ich bei denen anscheinend nicht weit.
Ja, die dürfen dann nochmal zweimal drauf kloppen. Das ist ja wieder das Blöde an der Sache. Wie geht? Fällt mir nicht so gut. Dann machen wir die Ego-Kraft, damit Gordo nicht sofort einen Flitzer macht. Wir probieren mal die Frostbeule aus, machen es mal so. Okay, er haut nicht ab, das ist schon mal gut. Und das ist einmal verkehrt hier, die Ego-Kraft. Ja, das war sehr viel Zornespunkte für sehr wenig Schade, muss ich sagen, aber geil jetzt. Kriegen wir trotzdem noch hier. 15.000 Gold, das heißt, du gibst pro Golem 5.000 Gold in etwa. Aha. Okay. Warte mal. Warte mal. Gott, wie viele das immer sind. Drauf. Und hier mag ich mal Frostfee einfach ausprobieren. Ob die Biester möglicherweise dafür empfänglich sind. Alle großartig. Da gibt es halt wieder große auf die Fresse von alle Viecher. Was ich wiederum nicht so toll finde. Weil die dehlen ganz schön aus, die Biester. Es ist nicht viel, aber dummerweise trifft es halt alle. Okay, dann mach du nochmal die Ego-Kraft. Du gehst drauf und du haust nochmal alle. Ja, nicht schlecht. Ja, Gordo, hättest du die rund gewahrt, du Dappschädel. Den Angriff oder die Aktion von Maxim. Manchmal ist er echt nervig. Dann schauen wir mal. Funktioniert soweit doch ganz gut. Dann gucken wir mal hier. Ne, da können wir nichts aufschneiden. Schneibe, genau. Nichts aufschneiden. Wir müssen ja aber hier vorbei, ne? Warte mal. Ja, okay. Manchmal ist es doch einfacher als gedacht. Die kriegen ganz schön Flitze hier, die Golems. Machen wir mal mit Erdstoß. Eventuell bringt das ja was. Und da hauen wir nochmal auf alle. Eventuell ist das hier nützlich. Nee, noch beschissener. Und der wird jetzt an viel bringen, der Terminator. Nee. Nicht wirklich. Aber die waren anscheinend vorgewärmt, wenn ich mir das so angucke. Nebelflug, was soll denn der Scheiß jetzt? Igitt. Das ist nicht so toll. Dann brauchen wir hier definitiv eine Runde Champion, sonst sterben wir einfach. Das war richtig fies. Aber Gordo lebt noch. Immerhin. Und hat sogar noch eine ausgenockt mit 62 Schade. Alle hopp. Aha. Das heißt, wir müssen erstmal woanders hin. Da kommen wir noch nicht vorbei. Kannst du vielleicht doch erst hier. Hier. Nett. Okay. Dann halt nett. Dann probieren wir es nochmal da unten. Mal da vielleicht da was finden. Ne, hier findet sich nichts. Und da geht's nur hoch. Uah. Hier. Was für ein hässlicher Basilisk. Gehen wir einfach mal nur so mit der Attacke drauf, mit der physischen. Die sind schon von grimmer Hässlichkeit, die Viecher. Aber ich denke, das wird nicht ausschalten. Okay, nur ein Angriff, das ist okay. Damit kann ich leben. Glotzer, hier ist der Name 8 Programm, ne?
So. Gucken wir doch einfach mal, was der Feuersturm anrichtet. Ich bin jetzt mal gespannt, weil das trifft auch alle Gegner. Hui. Nicht schlecht. Zaubersirup gibt's aber 3 und hier Glotzer und Schneekönig. Na gut. Dann machen wir es doch so, dass mal Phönix auf den jeweils drauf. Eine Frostfee. So. Dann könnte der schon kaputt sein. Mit viel Glück. Ja, das wird definitiv was ausrichten. Also bei Schneekönig war es jetzt mal dann doch mal offensichtlich, was hier wehtun kann, ne? Alter, der schluckt aber ganz schön viel Schade. Mistvieh. Und ja, einer von den Glotzis ist jetzt auch noch kaputt. Dann schauen wir doch einfach mal. Na. Das nervt gerade ein bisschen. Dann so und so. Okay, habe ich richtig gesetzt. Da habe ich jetzt ein bisschen gepokert in der Hoffnung, dass Arthea den Schneekönig jetzt in der Attacke mitrotzt, damit der weg vom Feld ist. Hypnoblick. Arthea ist ja noch paralysiert. Und lässt die Ohren ganz schön hängen. Aber das war's. Zaubersirup ist immer noch paralysiert? Nö. Dann eine Runde Champion für alle. Was gibt's hier Schönes? Na gut. Ah, Moment, hier ist was Komisches. Aha. Ja, hier bin ich wohl richtig. Schlüssel gefunden. Gut, also immerhin der Weg war richtig. Dann nehmen wir trotzdem wieder ja das ganze Viehzeugs hier wieder rumhängen. Ja, machen wir halt. Jetzt habe ich das Vieh von der Seite noch arg gegammelt. Na gut. Dann soll's mal arg gegammelt kommen. Kriegen wir hier. Also in der Verlieser von Taru hängen echt die ekligste Freaks ab. Muss man gerade mal so sagen. Jetzt greift der andere mal zweimal an und der andere macht noch den Hypnoblick. Ah, schon wieder hat der Scheiß funktioniert und Sog kommt auch noch. Hier, 73 MP abgezwackt. Und er selber hat sich noch um Enna geheilt. Wie blöd ist denn das? Naja. Ich mach mal schon fertig, ihr widerliche Glotzer. Dann müsste jetzt eh nochmal gleich der Basilisk kommen. Ja. Bei dem haben wir wenigstens den Angriffsvorteil. Ja, das wird schon. Ja, nicht, dass der nochmal irgendeine Versteinerung oder so ein Quatsch hier legt, weil Basiliske sind berühmt dafür im Fantasy-Bereich, dass die versteinern. Insofern möchte ich hier Risiker eingehen. Ja, wieder kaputt. Uiuiuiui. Nicht schlecht, Gordo. Nicht schlecht. So, unseren Schlüssel haben wir jetzt also gefunden. Die ganzen Viecher sind natürlich wieder da. Wie könnte es auch anders sein? Und da bleibt ja nur der Weg. Das heißt, wir müssen ja eigentlich hier lang. Da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Guck nicht so saublöd, du Ekelvieh. Du kommst mal nicht hier. Hä? Irgendwie kommen wir da nicht durch. Das ist aber ein Problem. Warte mal. Der nervt hier immens. Die Figur von dem Goldgolem nervt dort, wo sie steht, extremst. Deswegen machen wir das doch lieber so, dass man den Freak aus dem Weg hängt. Und dann können wir immer noch rätseln, wie wir die der da aufkriegen. Und... Jo. Alle hopp, jetzt lasst es ein bisschen leichter rätseln. Aha.
Wie auch immer, aber es scheint funktioniert zu haben. Ich nehme mal genau. Das braucht man was zum Draufsteller. Das war absehbar. Von der drüben nehmen wir wieder der Hammer. Und jede Menge Drache. Okay. Die stehen da, weil sie Spaß dran haben. Warum nicht? Haben wir da mal Phönix. Hauen ein bisschen drauf und machen hier auch ein bisschen Phönix noch drauf. Wenn Gordo jetzt mit dem Terminator käme als Attacke, wäre das schon ziemlich hilfreich. Die machen lieber erst mit Kälte auch. Warum nicht? Das wird Gordo nicht überleben, den Kampf. Der wird vorher die Biege machen. Ja, oder sterben. Alternativ geht auch natürlich immer sterben. So, das war's zumindest mit den zwei Knarzer. Mit viel Glück. Ja, kriegen wir dich. Götterfrucht gibt's aber 3. Und dann muss Champion noch her. Und hier. Okay. Na gut. Mehr haben wir hier nicht. Dann wiederholen wir das Spiel, nur das mal ohne Kältehauch. Ja. Wenn man dort zweimal drauf angreift mit einem starken Feuerzauber, dann müsste das eigentlich echt fertig sein. Dann die 2 Jungs, die noch auf den anderen drauf kloppen, dann hat sich das eigentlich wirklich erledigt. Gut, das ist, denke ich mir, sicher, wenn jetzt Maxim und dann Gaia angreifen. Jawohl! Alter, die schmeißen ja mit Götterfrüchte um sich, als gäbe es nichts anderes. Gut, dann können wir uns jetzt hier entlang Hake zu dem und dann können wir wieder den anderen Weg gehen. Schön! So, zu dir. Mistvieh. Dann hier drüber. Und dann haben wir es eigentlich schon, ne? Ah, jetzt sind wir im U2. Vincent und Venusfliegenfaller. Oder Venusflieger. Ja. Und Winnie macht ja gut Schade. Aber das sind ja auch Gegner, die schon ein bisschen länger existieren, die wir schon vorher hatten, ne? Von daher nicht gerade besonders überraschend, dass wir bei denen ein bisschen mehr abziehen. Trotzdem hasse ich solche Attacker. Zum Glück auch keine Statusveränderung beim Angriff bewirkt. Okay. Und Finish him. Sehr schön. Dann können wir ja hier direkt weiter. Na komm. Rufgeschisser. So. Wir kümmern uns erstmal nur um Anna von Denner. Weil die können ziemlich unangenehm werden, habe ich das Gefühl, wenn die mal gelost werden. Dann sollte man lieber in einer Runde schon mal einer Killer, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Yeah. Und ja. Stabil, mein lieber Gordo. Gut, das macht es auch sehr viel besser. Okay, ich habe echt gedacht, die könnten unangenehmer wäre, die Viecher. Dann machen wir Folgendes. Phönix Dotruf und die 2 Buwer mit physischer Angriffe aufs Arch. Dann müsste das eigentlich klappen, weil wir haben knapp 400 abgezogen noch mit physischem Schaden. Das sollte jetzt eigentlich erledigt sein mit dem Schneekönig. Ja, Taktik geht auf. Und bei dem hoffentlich auch. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Sehr schön. Wunderbar. Dann tät ich aber Amos Sache, ihr liebe Leid. Die 20 Minuten sind eigentlich auch wieder vorbei. Und
Scheiße, das wollte ich eigentlich nicht. Das war unbeabsichtigt und der war sehr viel schneller als ich. Verflixt nochmal. Ja, dann flüchten wir noch aus dem Kampf, weil gegen 4 von den Scheißviecher möchte ich nicht kämpfen, um ehrlich zu sein. Das ist mal etwas zu stressig dann. Oh, Scheiße. Ach, lass es doch sein, du Ekelding. Und wie schnell die auch auf dem Bildschirm sind, die Viecher. Alter, einfach mal Maxim 81 MP weggezwackt. Das ist schon heftig. Schon hart hässlich. Na gut. So, kriegst du das noch hier? Okay, ja gut. Sieht wohl so aus, als müssten wir übermorgen hier trotzdem noch irgendwie weitermachen mit den Gegnern. Aber da sehen wir uns dann auf jeden Fall wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.